spüren das auch los schon so. Du warst so eine warme Person. Also ich kann mir vorstellen, dass Stars sich aber auch wohl bei dir fühlen. Ja, absolut. Ich sehe für sie nicht Young Groupie. Ich sehe für sie eine Mom. Weil sie kommen ja auch an sie waschen, an der manche Wäsche. Und voilà. Du willst mehr über die Kulturszene zu Lützeburg mitkriegen? Da bist du halt richtig. Wir schwätzen zweimal den Monat mit der kreative Cap aus unserem Land und diskutieren über sämtliche Themen, mit denen sie sich befassen. Willkommen bei Kultur pur, der Podcast für einen anderen Anblick an Kulturszenen zu Lützeburg. Hosted by Ceci. Willkommen an einer neuen Episode von Kultur pur. Der teilnehmende Podcast von Kultur.lu an ein großes Merci geht raus und den Radio Ara, den die an den Frequenzen 87,8, 102,9 und 105,2 löschen könnt. Zu Gast haben wir heute Fabian Dimmer. Moin. Du bist Mama vom Atelier genannt. Ja, sie so. Wieso? Weil ich ein gewissen Alter habe, der nicht über 37 rausgeht, weil ich schon ewig da bin. Und ja, voilà, ganz viele Kinder gesehen, die kommen, Kinder gesehen, die gehen, an unserer ganzen Equipe und so ein bisschen, ja. Mama-Rolle von dem Ganzen, überholen. Was ist so dein Job? Mein Job ist, also ich bin Venue Manager, das heißt einerseits den Atelier gerieren am Sinn von, dass wenn der Klient könnt, von A bis Z, Personal da steht, Gedrinkstores, hier und da, das ist alles, was den Atelier selber als Saal betrifft. Und auf der anderen Seite den ganzen Teil, was den Artist betrifft, was der Backstage geht. Also alles außer Technik, weil du mit der... Das heißt, du bist oft am Backstage in der Ja. Das heißt, du seist auch ganz viel Stars, ja, oder? Ganz viel, ja. Erzähl uns mal du von da. So, wie ist das am Anfang? Der Backstage, ich erkläre immer den Leuten so, den Backstage ist ihre privaten Deal. Das ist den Deal, wo sie können sehen, wie sie wollen, wo sie können rundherum laufen, wo kein ist, den sie filmt, wo kein ist, den sie die Sachen notiert oder den Foto mischt, den sie nervt, den ob sie durchgeht, den meint, sie wären ihre Kollegen, weil oft Menge Leute mir ich kann ihn hier. Wieso kannst du hier? Aber ja, ich lasse sing Musik schon 20 Jahre lang und ich war schon auf 50 Konzerten. Ah ja, und da kannst du hier. Ja, aber ich muss mich auch, nee, ich kann das nicht. Ne? Den Artist hat keinen Freiraum. Wann an enger Venue ist. Weil wenn sobald rausgeht, steht ein Fan da und die können op Dom oder nicht. Oder voilà, letztlich ist du noch relativ diskret. Mit den einzigen Freiraum, wo den Artist von der Tour hört, aus der Backstage. Und dann natürlich hängt doch von der Größe vom Artisten, ne? Weil andere Artisten können halt mal durch die Stadt gehen. Aber du hast Artisten, die können das nicht. Die können nicht an den Supermarkt gehen. Weder hier noch daheim. Komm, wir holen den Ed Sheeran oder wir holen den Robbie Williams oder wir holen den Johnny Depp, den wir allen drei schon gemacht haben. Aber ja, die geht nicht an den, auch den Ed Sheeran geht dabei nicht an den Supermarkt. Geht den an den Supermarkt. Wo ist der hunderte von Leuten? Das ist, Artisten haben teilweise ganz wenig Privatsphäre. Und die Privatsphäre ist eben entweder an ihre Riesenhäuser, die sie haben, weil dann auch die einzige Safe Zone ist, die sie haben. Ja. An der Backstage. An der Backstage. Der Backstage ist hier Safe Zone. Das heißt, alles, was da ist, wenn sie da Plagschäster durchkommen, da kommen sie eben Plagschäster durch. Ja. Und das ist immens wichtig für den Raum, wirklich privat zu halten. Und daran sind ich auch ganz streng. Und das wissen die Leute doch. Das ist halt so, wie können die Leute, wie kann ihnen den Leuten vertrauen, die du schaffen? So, wie kann ich die auswählen? Also am Anfang sind es schon quasi das Einzige, was an der Backstage geht. Ah, okay, Ja. das wusste ich nicht. Also am Anfang sind es quasi das Einzige. Außer, es ist ein Futti, dann holen ich einen Taschendecker mit dran. Mit theoretisch geht kein außer mehr an den Deal, außer es ist etwas. Ne? Wenn du zum Beispiel den Promoter rap könnt, den Konzert gebucht wird, da könnt ihr oft für dich bei mir und da seht ihr, hey, stellst du mich vor. Und dann gehe ich mal drüber und dann gehe ich beim Tourmanager und ich heißt der Promoter rap, der das Charlotte Vicky, der das der Michel, voilà, und da stelle ich sie vor und dann vier sind all die Kontakte, alles per Mail. Das heißt, am Mail sind die am ständig, sind mehr als zusammen am Kontakt, aber den
de visuell also de wirklichsche Kontakt das den Dach selber an dann gehen sie aber das für an the Backstage mir natürlich war den Artist können dann so und können dann den Saal dann essen alles ne mehr voilà. Also am Backstage sind theoretisch oder eben voilà. Okay und du musst ja schon seit ganz langer Zeit hast nicht irgendwann im Moment wo du nicht professionell kannst bleiben an nur enger Foto gefotos also ich freuen auch ein so eine Foto ich meine Leute keine Menge Foto in dir schon Leute noch ganz lang lo geworden ob ich ein Foto von Robbie Williams allein also ich sehe so lange dran dass ich weiß wenn ich kann ein Foto freuen wenn ich nicht ich hun kein Foto beim Robbie Williams gefreut und Leute wissen dass ich sind 20 Jahre ein absolute Fan von Robbie Williams sind wie du spielst im Moment ob du kannst oder nicht das bringt Erfahrung dir schon das ist natürlich auch so dass van wer den immer gibt nur den Foto freuen dann hat er sich rumgeschwert dann dann ist das professionell ob der enger Seite auf der anderen Seite als ein Artist pisst wann nicht froh an hin nicht will an in das Pist hier se dem Tourmanager se dem Management schickt Mail und Eisekipper se what the fuck Fabian weißt du? Und dann Fabian nee geht net oder voilà, wann dat gift 2 3 5 mal geschéien da wär nämlich menggen Job das mal der an den Natalie giwoch Deelweis fis vun der Agentur ja nee wir können stehen Artisten net gin weil der hut sitze wo wisse so dat heißt, dat also déi Foto en déi ech hunn so sinn schon an ganz oft sinn net immer Artisten die ich auch kennen weil sie immer rumkommen also wann sie rumkommen sie kennen mein Numm wisse voilà, dann ja ich, ja und plus also spieren dat auch los schon so du warst so eng warm Person also ich kann mir feststellen dass Stars aber auch wohl bei dir ja absolut es ist ja für sie net young groupie es sind für sie eng Mam also effektiv ist schon gewissen Alter schon blond Haar nee also ist sie für sie auch eng Mam weil sie komme ja auch an sie wäschen an der manche wäsch an voilà ist sie auch für sie net de Fan den unbedingt war doch immer gern hat an dat sinn ech net an dat as vu van Gun all Künstlerin wünscht sich immer irgend Apps am Backstage die Kri von eng löscht schon am 4 raus an ich nehm zu so ginet du ganz crazy Sachen die dir schon machen bist machen muss also et gibt ja dat nennt den Rider dat kre mir am Vierfeld du steht von allem dran ob sie alles kreen als eng einer froh mir dat geht weil das extrem weißt du hast auch Sachen muss ich noch wissen sie schreiben halt so Matzen am Rider App es dran was sie selbstverständlich gunnet willen mir an dem wo sie dra schreibe gesinn obst du geliers wirst zum Beispiel du hast Bastille die schreiben immer dran irgendwo an der Mütze Band das mega happy wann da ein Foto mat wo da ein berühmte Foto no Photoshoppt mat engem von hinne mat dran okay aber wann ze dat da muss an der Meer Museieren als da noch Sachen do ze man da gesinn sie auch dass du recht geliers ist eng einer Band huet immer drasto dat ze gern 1 Kilo Afghani Heroin hätten wir sind so eins das selbstverständlich kein Mensch 1 Kilo Afghani Heroin stellt mehr mich dann immer mehr man dann einfach 1 Kilo Brownies die man dann immer so verpacken weißt du? So als Package so als, am Silberpapier man Plastik nach unten weißt du? Oh mein Gott aber man sagt dann ob man dann weil ja dann hast du so ein Briket ja das ist cool weißt du, so das sind dann noch so Sachen wo man es amüsieren am Anfang mehr gesehen hat mehr als Fahrer sie von am Anfang auch witzig weil sie wissen echt fürs geliers weil sie kriegen doch Platz nicht also die Witz an da so sie mehr nicht alles geliers an dann da geht es von verschiedenen Sorten Alkohol ob ja war das weird weißt du Playstation an Hotelzimmer bringen gewisse Massage mat Happy Ending Mengglisch war dat speziell mir auch dat
arrangierst du nicht, weil am Land dat offiziell alles nicht darfst, weißt du? Wenn sie nur Droge freuen, ich muss so, nur Droge freuen als quasi nie. Okay, nee, wirklich, ja, nee. Du musst wissen, dass den Touring sich immens geändert wird. Ne? Artisten verkaufen nicht mehr. Ja. Was Placken noch geht, wie früher, oder CDen. Ich meine, das tut keiner mehr. In die Plaque kauft zu wollen, sammelt. Ja. Sammelt dann einfach, wenn du heime Plaque, also schon eine Plackenspieler, rum da hin. Voilà, das heißt, du hast schon ein Plackenspieler-Liga, aber das möchte nicht das aus, was du den so wirklich verdienst. Die zwei Komponenten, die du verdienst, ist der Merch. Also immens wichtig für Artisten, und da merkst du, ob sie wirklich coole Merch haben oder Merch haben, die kauft. Ja. Voilà, da machen sie wirklich so. Und dann die dritte, als eben, ja, Ticket verkaufen. Ne? Und ja, das ist quasi die einzige Einnahmequelle nach. Ne? Das ist krass. An der Streaming, klar, die, wo Welttiteln haben das Streaming, aber ich meine, du kannst bestimmt Pulitzer Künstler, da weißt du, was sie für Spotify kriegen. Ja, das ist wirklich nicht viel. Das ist nicht viel. Also das ist wirklich nicht, Leute sind sich dann oft nicht bewusst. Das heißt, ich so nicht mehr, wenn du ein kleines Konzert kannst, auch wenn es jetzt kein CD, also schon kein CD-Player, aber wenn sie just CD und da kaufen schon ein CD, weißt du? Just für zu unterstützen. Ja, das verstehe ich auch, weil ich weiß, dass also Künstler kriegen die meiste Suen durch das Radio tatsächlich, wenn sie viel gespielt gehen. Und das ist auch etwas, was mega in der Schatz geht. So. Ja. Dass Leute nicht wissen, dass das Radio wirklich viel abbringt. Ja, und du misst zu Lützeburg, an Frankreich das Gesetz, auch was mich so nervt, wenn ich Frankreich vor mir auf der anderen Seite, misst viel mehr Lützeburg Musik gespielt gehen, egal auf welcher Spruch. Ja. Egal. Einfach, du hast von A bis Z, von all Genres Lützeburger Musik. Und in Frankreich, ich meine, das Gesetz ist nicht mehr da, dass so viel Prozent muss Französisch Musik sein. Und ich fand das einfach wichtig, das ist doch egal. Das ist mega interessant. Der Radio lebt, los es doch laufen. Spiel doch, wenn es ein englisches Lied will, spielen wir das Spiel doch Fox oder egal, spiel irgend, spiel dann Spieler, wenn es Lützeburg dann will, du hast auswählen. Ja. Du hast die sagen auf Französisch, du hast all Genre von Lützeburger Musik. Was ist dein Lieblings-Lützeburger Künstler oder Künstlerin? Ich finde sie relativ allgemein. Ich kenne die meisten auch. Und ich gehe noch, wenn ich kann, gehe ich doch unterstützen. Ich finde sie albes. Ich fand, dass am Moment sind da pro Jahr eine immens Relance ist bei den jungen Lützeburger. An allen Bereichen. Und das fand ich super. Du sagst auch immer die Varianten. Ich bin normalerweise auch alle Jahre an der Jury von Screaming Fields. Und das ja konnte ich nicht dabei sein, weil das der Weekend war just für Robbie Williams und wirklich andere Sachen hatten. Aber du sagst schon die Evolution, und du hast immer gesehen, an der Zeit hast du mehr Bands, du hast mehr auf Angel, du war den Rap, den Hip-Hop als immens rauskommen, was nachher mal aus, du hast aber auch noch ein bisschen Bands, die beikommen, du hast Einzelkünstlerinnen wie Sekarma, was absolut sei weh mischt. Und nicht so just oft, in den Joch wirklichste Maß zum Beispiel du musst an Ausland bleib net an der Staat wo ich immer so ich weiß das nicht einfach wisst Leute meinen immer die Künstler die viel von den Bands die Support Acts mitbringen die tingeltangle noch durch Clubs über Jahren die noch klein gefangen die all das so ne der letzte bei heute Nacht Chance dass dann oft kann du heben wohnen oder mehr so immer geh raus, begrenzt dich nicht dabei. Ja. Das ist wichtig. Ne? Geh gucken, wie du baust und aus, wenn du Heimat deine Forderungen kannst. Ja. Meinst du, kann jemand Musik ob Lützeburg auch im Ausland punkten? Schwer. Ich meine ganz ehrlich, schwer. Ich gesinne außer du bist Wandermann-Mix. Dass du halb Lützeburg, halb einer Lieder hoes. Ich gehe Beispiel, die ich persönlich ganz gut kenne, ein bosnisch Band, Dubiosa Kollektiv. Okay, kann ich nicht. Das ist mega. Sie kommen noch ich war noch Druckhall, Kader von einem Filmfestival. Das ist eine Band, die ich persönlich selber gut kenne, weil ich selber viel in Bosnien gesehen. Ich habe sie selber auch schon ein paar Mal live gesehen. Ich fand sie mega. Das ist so Ska-Punk, Gypsy Rock. Das sind letzte Woche. Nee, sie Bosnien. Okay. Das ist komplett bosnisch. Nee, also, nee, sind 3 Bosnier, sie Jugoslawen. So, ja, okay. Sind 3 Bosnier, das ist Kroat, das sind Serb,
Slowenien, ja, voilà, das ein Mix. Das ist aber hauptsächlich Bosnien-based. Und die sagen ganz viel Englisch, aber auch Bosnisch. Giffen so just Bosnisch kennen, hätte ich sie wahrscheinlich nicht so kennengelernt. Schon durch die Englischlieder kennengelernt. Aber schon so kennengelernt durch ihr Engagement, weil sie ganz aktiv an der Flüchtlingshölle, wenn sie weiter sind. Aber ich gebe sie nicht so leicht, weil ich nicht verstehe, was sie so wenn nicht just Bosnisch wäre. Ne? Ich sehe ganz viel in Bosnien, da gehen doch ganz viel bosnische Rockbands. Die ich sehr cool fand, wenn ich sie dann da lauschen, wo ich kein Wort verstehe. Und das ist ein bisschen so das, wo ich will erklären, weißt du? Ja. Vereinzelt gehen heinst du so paar Lieder, die immer so viral gehen, zum Beispiel holländische Lieder, so ein bisschen mal so Hardbass, so, oder auch den, ich muss immer dran denken, den Maya, so Sachen, so von Ländern, wo du noch nie hören hörst, mit dann irgendwas an die Welt kommen und geht viral. Und schon gefehlt, dass das irgendwann nach einem Lützeburg-Lied geschehen wird. 100%, das ist ganz gut, mit das Lied. Ja, das ist der One-Hit-Wonder, wo ich drin drauf hofft. Das ein Lied, das weltweit berühmt ist. Ja. Weil wenn du das gepackt hast, dann brauchst du keine Sorge mitzumachen. Dafür ich hoffe, dass ein Eurovision ich hoffe, dass ein Eurovision do irgendwas Apps bringen wird, weil Lützeburger Künstler. Ja, du ich dann, also ich hoffe noch. Ja, du ich dann immer ich hoffe, dass es fair auflebt. Ich hoffe so krass, dass es fair auflebt. Ich hoffe, dass es fair auflebt. Ich hoffe, dass nicht Andrew schon Lieblingen von Lieblingen, weil auch da das Lützeburg. Und das muss man einfach so hin. Oder was auch immer. Und das, ja. Was ist dein Favorit? Ich habe nach gut nicht mich dran geknallt und geguckt, wen matt mischt. Ich weiß es nicht. Ich will, dass jeder matt mischt. Okay, ich hoffe einfach, dass jeder matt mischt. Wobei ich letzte Woche schon noch kann, und die haben mir dann ein Mädchen, was sie kennen, weil eine mega Stimme hat. Ja, tut Stimme, tut kein Lied. Ne? Das kann natürlich auch sehen, dass matt mischt, den Stimme hat, die kein Lied hat. Bon, ja. Ich muss gucken, ich habe mich noch nicht dran geknallt. Ich weiß noch gar nicht, wen, wo matt mischt. Weil ich habe ein bisschen zu viel, die letzte Mal. Ja, so, kann man vorstellen. Das ist so, dass wir heute mal Lieder spielen und du hast mal ein paar Lieder geschickt. Ja. Der Teil ist One More vom Ramkot. Das war One More von Ramkot. Erzähl uns mal ein bisschen davon. Wie sind Sie? Ramkot ist eine ganz junge Band. Okay. Sie sind von Gent, also aus der Belgien. Sie haben am Moyen in 22 Jahren, 23 Jahre vielleicht. Ich habe sie durch Zufall letzten Sommer entdeckt. Und ich habe sie hören und ich war begeistert. Und dann habe ich mich ein bisschen so, ja, du waren sie ganz jung. Also ja, da hatten sie manchmal kennengelernt, also 21 Jahre. Und ja, du hast ein bisschen verfolgt und dann haben sie ein Konzert, du hast gesehen, dass sie ein Konzert am Entrepot gehen und zu Arel. Und du warst du hin und du warst zu 44 Leute. Oh. Ja. Und ja, weil das ist auch ein bisschen, das ist auch Lützeburg oder auch allgemein als, also doch schwer für dass Leute sich auf etwas anlassen oder einfach mal entdecken gehen. Und da das bisschen, ja, das wo ich so, man geht doch einfach da hin.
geh lauscht drin. Zedere dran, hole Konzert, halt das egal, wen das, hol Troton, dann hole wen's du willst, guck einfach, was kommt. Ja. Und da lauschst du bis nach Musik ran, und da gehst du eben 20 € aus, und dann geh gucken. Ne? Leute machen das nicht. Und Leute machen, also das ist der Lützeburger nicht. Der Lützeburger geht, du, wo du kennt. Wir Gott sei Dank nicht mehr Lützeburger wohnen. Also, du hast auch viele Lützeburger, die interessiert sind. Ich will so nicht all, also. Schon ein Bubble, ne? Mit, das ist schon ein Bubble für sich, und ja, voilà, und das, du kriegst aber kein Mass mit neuen Sachen, das will ich so. Weißt du, du hast den Lützeburg interessiert Leute, die lauschen noch gewisse Sendungen, und die gehen noch, mit das ist aber nicht Mass. Und, ja, du warst mal zu 44 und dann haben sie einen immensen Shoot an der Belge gemacht, hinterher, sie waren Hauptsupport-Act von Metallica an Holland. Wow, krass. War den Mega-Shoot, war. Und lo am Frühjahr, und ja, mir haben sie lo gebucht an der Melusina. Und ich freue mich mega. Ich habe noch mit den Jungs damals geschwärzt, und ich freue mich mega. Oh, mega. Und ich hoffe, dass ein bisschen mehr Leute einfach ihnen eine Chance geben, sie lauschen, sie rocken wirklich auf. Also die ich von denen 44 waren, ein 10 Freunde von mir, Matterbaren, die mir vertrauen einfach, die mir einfach so, okay, wenn wir sollen das lauschen und da gib mehr. Ja. Und die waren Matterbaren, und die waren einfach mega. Und ja, also voilà. Und das bisschen, ja. Gut, voilà. gut. So was Ramkot. Yes. Ja. Was ist der beste Teil von deiner Arbeit? Show. Du kannst ja. Okay. Also, ja, wenn den ganzen Tag gelaufen warst, wenn alles gut ist, wenn Artist bis auf der Bühne ist, dann kann doch den Lösemoment bei mir, weißt du, weil dann ist alles. Du kannst da verstehen. Das also gibt nicht besten Teil, das ist so der final besten Teil. Der besten Teil ist von, ja, von, doch nicht, ich meine, das ist einfach der final besten Teil, weil dann ist alles, da war alles gut, da war alles tipptopp. Gehen immens flott Momente immer, von mittlerweile ist sie so lange dabei, kenne ich einen großen Teil von der Crews. Das heißt, du beginnst immer im Leute. Ne, den Tourmanager auf der Tour, den Tourmanager bei dem, weißt du so. Ja, und dann, das kann einfach der Buschauffeur sein. Ich kenne ganz viele Buschauffeuren, Kamionsfahrer, Tontechniker, egal. Weil die, ja, immer im Touren. Ja. Und dann morgens kannst du und dann so, hey, was du immer? Mit wem war ich? War für 6 Wochen am Beyoncé auf Tour, dem auf Tour. Voilà, die Mai, das ist ja ein Job, die Touren mit Jit Frengem. Und was natürlich dann noch, was ich dann heinst du ein bisschen nutzen. So, wenn ich was mit dem gerade auf Tour, ich wollte bis Lunch kommen. Aber ja, ich habe einen Job. Weißt du, so. Ja, das sind dann so, ja, mit das auch da kannst du nicht mehr machen, ne? Weil sie dir auch vertrauen, weil sie wissen, du kannst noch heran und du gehst nicht den Artist nerven. Ja. Und nicht gehen, voilà. Gehen auch ganz stressige Situationen auf deiner Arbeit oder Situationen, die du schon erlebt hast, die wirklich nicht so cool waren? Ja, natürlich gehen noch Momente stressig, ja, gehen immer Stressmomente, gehen Stressmomente, wenn du aber Bänke Fans hast, die Platz sind, wo sie nicht sollen sein, die abdränglich sind, die den Artist nerven, das kann aber auch sein, dass ich muss aber auch teilweise mit externen Leuten schaffen, dass du einen Chauffeur hast, was Jenke hat, du hast einen Chauffeur, den Artist, also den so über Stunden Artist von BMA an den Artist hat sei kann doch dabei an Chauffeur man kann du gefangen mit Schwarzen an Artist war so wow für was weißt du okay die noch stressige Momente weil dann kein Abflussdruck wo es kein Abfluss du briefst zwar der Chauffeur Heilechter der fährt den Artist X lo von A B der ganz da mit der froht kein Autogramm der schwarz nicht mit dem wann hin frohen Antwort but that's it me ha an dem Fall ja dann tauschst du aus ja. Direkt du op zentral an siehst voilà, Sprachschufe ja. Geht net me dat können aber ganz seele für me dat sie so stressig Moment also oder ja im Moment den net opgepasst und dann hast in der Bande wo siehst was du tun wie könnt ihr durch ja. Ich mein, die sneaken sich immer durch die Fans ja das nicht oft das auch normal das schmengen du bist Fan an klar ich verstehe es auch ja? Ja, ich will ja. Nicht reprochieren und du durch kannst durch ja? das
Die Branche erste schaffs aus am Anfang noch ziemlich Männer dominiert. Meinst du, das hat sich andere Wert oder meinst du, das hat irgendwie so bleibt? Wie hast du die Meinung dazu als Frau sogar? Ja, sie ist immens Männer dominiert. Du hast aber nicht viele Frauen, die, also auf die Positionen, die da sind, hast du nicht allzu viele Frauen. Ich muss aber sagen, dass du ganz gut luchte Frauen hast. Mit Kindern nicht viel. Ja. Mit Kindern nicht viel. Aber du hast aber auf Altour dann natürlich bei den Stagehands das ein physisch Arbeit. Wir schwätzen halt echt so von Bookers also weiter. Bah, mehr hun 2 Frauen an dem Mann. Ah ja, okay, Ja. ich weiß das nicht. Ja. Weil gerade da, ich Ma, stelle mir aber- immer so männlich für, ich weiß nicht. Ja, nee, du hast aber bah, du hast auch viel Production Assistants, das sind ganz oft Frauen. Sarahs ja, das sind immens Männer dominierten Job. Aber wann ob der Tour 50 Männer sind, da sind maximal 5 Frauen dabei. Ach, das ist krass, ja. Me ja, wann dann also am Technik oder Assistant. Weil Frauen dann aber die Vue hun, die die Männer nicht tun. Ja, Das ist einfach so. Die Frauen gesehen einer Sachen teilweise merken oder nee, das kannst du auch nicht so. Der Mann von dem Production Assistant, den Losch von Artist muss ein Wardrobe Assistant, das ganz seltene Mann. Oder ein Wardrobe Manager als seltene Mann, das ist eine Frau. Die Affinitäten am Backstage oder so, das als Frauen, das als seltene Mann. okay. Und dann natürlich John Touring, du hast Buschauffeuren, du hast also Frauen, du hast Kamionschauffeur Frauen, aber es sind da nicht viel. Mit gehen doch allgemein nicht viel, die da tun. Allgemein, ne? Aber du hast da, mir nicht viel, klar. Okay, Aber was leidet, ich meine einfach, dass da auch nicht allzu viel da sind. Ich meine nicht, dass das Problem ist, weil eine Frau fährt genauso gut Bus, aber geht da nicht viel. Ja, ich schon, das ist eigentlich froh, die ich mir immer stelle, ne, so, warum er leidet, wieso geht er Du nicht kriegst an auch die... Kanner, gell? All die Leute, die auf Tour sind, haben auch Kanner. All die Männer, die da sind, haben Kanner. Sie weisen mir hier ein Foto von Kanner. Wie bleibt Ja. dann daheim? Ja, stimmt. Weißt du, also, die gehen auf Tour, du verdienst gut auf Tour, aber du warst auch lang fort. Ja, Und wenn du 3 Kanner hast, 2 Kanner Kant, und du warst 6 Wochen fort, wie viele Frauen wollen da doch machen? 1, 2, 3 Monate fort sind. ja. Und nicht beim Kant. Ich kann mich noch erinnern, den Macklemore und der Schmidt, sie hun, ich weiß, das hier Frau, bei Macklemore war es so, dass hier sein echt Kant mal auf Tour geholt hat, und beim Schmidt, das sein Frau, ich weiß, alles regelt so. Alles regelt, das ja. Krass. Ja, aber dann haben sie auch Familie dabei. Dann, du hast Artist, ja, aber okay, das ist ja, der Artist kann ja sein Kant mal holen. Ja. Du hast viele Artisten, die holen hier Familie mal auf Tour, wenn du am Sommer zum Beispiel hast. Ah ja, ja. Also, wenn kein Schulvakanz ist. Beim Schmidt ist es sogar so, wenn ich mich nicht irre, dass sie, weil die war auch Lorem dabei kann, dass sie kann selber Schule machen. Ah ja, okay, so Privatschule. Also ja, nee, sie hat Unterricht, also sie unterrichten die Kinder, wie sehen die Ja, sie sind Schulhilfe, also okay. das geht, Das ja, geht, ne? ich wusste das gut. Doch, also du kannst den Kanner Home Ja, lehren. ja. Du musst just akzeptiert gehen, das musst du aufrufen, aber das ist möglich, gell? Das heißt, und du hast am Sommer ganz oft mit einem Artist kann seine Familie mal holen. Ja. Mit dem Kamionchauffeur oder dem Toningenieur kann ich nicht so Ja. Bei mir nach 5 Leute mehr am Bus schlafen. Okay, weil du ich bringe meine Frau Kanner mit. Stimmt, Das du geht nicht. gedurcht, ja. Ne, das geht nicht. Das heißt, das auch ein Hauptgrund, für was du nicht viel. Ne, wenn Sängerin auf Tour hast, die hat hier Kanner dabei. Ja, so wie Beyoncé, Voilà. kann auf der Bühne. Ja, das hat sie Kanner. Voilà, aber Ja. das geht alles mit finanziert. Ne, mit Der Rest der nicht, Rest Touring kann das nicht. Corona hat die ganze Branche ziemlich hart getroffen. Ja. Und ich wollte fragen, ob sich die Branche am Anfang gut konnte erholen dürfen. Ne? Ja. An den an. Also, Corona hat als ganz hart getroffen, ich meine sogar quasi am Herzen. Weil wir waren die Ersten abgehalten. Und wir waren quasi die Letzten. Und das Problem ist immer, dass du nicht kannst viel, gerade ein Venue, also ein Artist kommt online Sachen machen, hat Möglichkeiten, kannst du auch Bands, die haben online
hier ganz Fanbase abgebaut während Corona, weil ich einfach Zeit geholt, wenn sie einfach geschafft haben. Sie haben Material, sie haben neue Lieder gemacht. Das ist ein Artist selber, mit der ganzen Rest rundherum. Luchtentechniker an ganz viel sind independent. Von Haut mal kein Arbeit mehr, einfach puff. Branche hat sich ganz gut erholt. Ja, also ich meine, wir haben so viel geschafft die letzten 2 Jahre wie noch nie für drin. Das ist normal. Fehlen noch 2-3 Jahre an die Leute. Glaub sie wirklich, so dass schon bald zu viel irgendwie ist. Das ist ja alles abtun. Ja. Das ist ja alles abtun. Du weißt ja, wie du sollst kaufen. Und was du aber auch merkst, Preise sind an die Luft gegangen. Also Preise sind richtig an die Luft gegangen. Ja. Allgemein. Also ob da das den Artist, ob da das ein Bühne, Preise sind richtig an die Luft gegangen. Oh krass, ja, sie müssen nicht so, sie müssen nur holen, ne? Ja. Komm auch zurück zu den lokalen Künstlerinnen. Geht es irgendeinen Lützebäuer Artist, der mehr Aufmerksamkeit verdient hat? Das ist ein ganz schwerer Froh. Das ist ein ganz schwerer Froh, weil ich sie alle kennen und verfolgen und ich nicht kann so wie viele Leute du draußen machen. Verstehst du? Ich verfolge ein Masen Child, ein Malaga, ein Turn up Tun, so wie Angela, egal, ja. Wenn du hast Fox, ich gehe sie Deal, weißt du dann noch lauschen, ob das Dreamcatcher ist, also das kann von A bis Z, ich gesehen aber auch den Kleinen, der an der Ukraine ist, der sein Konzert da geht, ich gesehen am Jazzbereich, ich verfolgen sie, das heißt, du warst auch an der Bubble dran. Ich bin an der Bubble dran. Das heißt, ich meine, wann, dann sind die Leute sich gut bewusst, wie großen Jazzpotenziale zu beschwört. Den am Ausland, manchmal, noch viel mehr gewertschätzt wird, teilweise wie Lützeburg. Auf der anderen Seite, als Jazz aber ein ganz speziell Genre von Musik. Ja. Und ich bin sicher kein Jazzgänger. Und aber fand ich immens, was zu machen. Ich bin kein Jazzgänger. Ja. Mit Jazz ist allgemein sowieso eine Musik, die unterschätzt wird. Mit das Genre, den einen muss leiden. Ja. So nicht immer. Ne? Aber ansonsten. Das ist ja, also ich fand den Jazz-Rallye, den all Jahr stattfindet, ist immer so ein Erfolg. Ja. Also Plätze sind immer voll und die Bands, die gebucht sind immer super. Das ist mega cool. Ja. Ich meine, es ist nicht viel, dass jeder Jazz so kennt genießen, mit muss ich so lehren, wen genießen. Muss ich lehren. Und ich meine, dass es doch mit dem Alter einfach könnt. Das kann auch sein, ja. Ja, am Musikbereich, nee, ich fand, wir haben immens viel jung und die mussten mehr gepusht gehen. Wir bauen leider auch hin, gell? Sie mussten noch gehen. Du kannst nicht alles auf ein Plateau kriegen. Ne? Sie hätte gern. Und du so nicht, nee, wenn du gern hast, dann musst du auch etwas machen. Du musst auch gehen, du musst bringen. Ja, du musst vielleicht. Hast du einfach so gefreut? So für irgendwas, für Hölle oder für Connections? Nee. Okay, sollen wir noch ein Lied spielen? Ja. Hi there, Ran. It's been a little while. Did you miss me? You thought you buried me, didn't you? Risky. Cause I always come back. Deep down you know that. Deep down you know I'm always in periphery. Ran, on you pleased to see me. It's been weeks since we spoke, bro. I know you need me. You're the sheep, I'm the shepherd. Not your place to lead me. Not your place to be biting off the hand that feeds me. Hi, Ran. I've been taking some time to be distant. I've been taking some time to be still. I've been taking some time to be by myself since my therapist told me I'm ill. And I've been making some progress lately. And I've learned some new coping skills. Das war ein kurz, also war vielleicht täuschend vom Lied von High Run, von Run. Erzähl uns mal davon, also ich habe noch nie hören, aber der klingt mega cool. Das ist mega. Also den Run ist ein englischer Künstler, der mit 19 Jahren einen Sony-Kontrakt kriegt. Mit 19? Mit 19.
weil so ein Talent ist. Und hat den Kontrakt erschrieben und soll sich echt Plug abholen und dann kriegt Borreliose und Lyme Disease. War das Lyme Disease? Das ist eine Krankheit. Ja, okay. Du kriegst durch Borreliose. Okay. Und du war von einem Tag auf den anderen out. Und Loch über Jahren, also nicht raus von Fatwa. Das ist über Jahren gegangen. 23 Stunden am Tag geschlafen. Das High Runners am Anfang, das echt Lied, wo ein bisschen erzählt, auch mit sich, mit dem, ne, also an Deprime gefallen. Also ja, hat immer geschlafen, wusste nicht, was wäre, wisst ihr, dann nach ein Pöll High, also erklärt er noch, ne, und ja, das nachher mal nicht gesund. Hat aber hat ein Crowdfunding gemacht. Die Leute sind nicht von aufmerksam gehen, noch durch den Musik erwähnen. Das Video, wenn du die Video guckst von High Run, du konntest hier nicht stehen. Ne? Hier sitzt du in einem Rollstuhl. Oh, okay. Hier war in der Psychiatrie, war überall. Ne? Das ist so die ganze Geschichte von dem. Und dann hat ein Treatment in Kanada gemacht am Frühjahr. Wusste über so viele Stunden Blutaustausch an hier und da. Das heißt, nach so einem Weg von der guten Besserung und schreibt doch also das sind eigentlich Jahr wird wirklich besser. Wir sind ganz Geschichte, das ist immens interessant und ich fand, also ich finde ja auch ein Jahr das so entdeckt dann. Es wäre noch sein Karriere am Moment, dann ist das am Gang wirklich einen immensen Obtrieb zu kreieren. Ey, merci, dass du das alles gedealt hast. Ja, also das ist wirklich, ja. Kämen, ja, ich freue mich, zu gehen, das auch begeistert mich. Geh bis nie was zu lesen, das ganz. Und, voilà, und das zum Beispiel, ja, da ist von den Kontrakt hatten, du nicht mehr. Ja, voilà, wie geht, ne? Du hast eine Chance, ja, lo, und das in England wirklich am Gang, durch Dinger zu gehen. Okay. Und, ja, voilà. Kommen wir gleich zu der letzten Frage. Also, lo, könnt die zweite froh. Was findest du dir der Lützeburger Kultur mehr? Méi op Leiit méi op Leiit die op Konzere gehen oder op an den Theater gehen, also das egal méi op Leiit auch für Sachen die sie net kennen einfach erzählt ist, ja ne? einfach mal auch op Kleinigkeiten du so ein ganz groß an der Kaffeen so die Witze erzähle gewesen Joke, Stand-up-Comedy. Stand-up-Comedy. Das ist mega. Ich war zu Berlin für mich entdeckt. Das ist so mega. Das ist auch heute ein kleines 10 für Stand-up-Comedy, die ich war schon noch pur so denken, aber wirklich mega. Das gibt immens viel. Wir haben alles sein. Voilà, das. Und dann, ja, ich fand, dass am Radio einfach mehr allgemein Lützeburger Musiker gespielt muss gehen. Ich so nicht Lützeburger Spruch, ich so ein bewusst Lützeburger Musiker. Weil mir ist egal, auf welcher Spruch singt. Ich finde Vierteil an der Lützeburger, dass ich alle Sprachen kann. Und da der Lützeburger erst in Portugiesisch singt, dann ist das auch okay. Muss mehr, und so kannst du sie unterstützen, weil das so, wo sie auch ein bisschen Suche können kriegen. Ja. Aber dann kommen wir zu der letzten Frage, oder das ist eigentlich froh, die ich hier reinstellen. Was willst du die Leute besser mitgehen? Mehr Empathie. Mehr Empathie, dass sie nicht sollen immer ihre Nimbi nach dem Backyard. Allgemein mehr Empathie, was du baust aus, allgemein bisschen über den Tellerrand gucken, nützlich, weil im Moment das, was aber Covid doch mal brücht wird, dass das Leute für allem abregen. Für alles. Also ich finde Gefühl, dass an den 20er Jahren, 1900 an den 20er Jahren, am 19. also mehr frei, mehr offen waren wie heute. Guckt enke alle Guten auf Netflix den Film Eldorado, pardon. Das ist ganz interessant. Und ich merke, dass wir ein bisschen auf dem Weg sind, so das intolerant, was Hautstars an den Leuten dran ist. Wo ich so, wie? Also an der 70er sind sie halb plakisch überall gelaufen. An mehr kommen lo, mehr Brüder gehen wir nicht sicher. Mehr Empathie, mehr Toleranz wünschen ich mir bei Leuten. Ganz viel Populismus, die gerade rauskommt. Also. Ganz viel. Und das schreckt mich wirklich, wo ich so mehr wie, also geh halt ich hab's geklaut, ich hab's geholt, wo was dein Problem? Hast du Kanner, Schwarzmat Kanner gesehen oft so Sachen, nicht wie du es gesagt hast, wo könnt die Bieter hiet, ob ein Gehir?
wie op der enger Seite sech eng Fra soll kein Buch gaun hun op der andere Seite was der Deelweis 3mal méi bieder also verschisset so ja also dat wünsch man méi Toleranz méi Empathie bei Leiit. Dat sie gut lascht wieder. Voilà. Vielmals merci, dass du hier warst. Das war ein super Gespräch und super interessante Insights an den Arbeit. Merci für die Invitation. Ja, gerne. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg für den Rest. Ciao, ciao. Ciao. Das war Kultur pur. Der Podcast für einen anderen Anblick an Kulturszenen zu Lützeburg. Ciao, ciao. Mega nice.